Oh! Ich hoffe, ihr fühlt euch geehrt. Ich hocke am Zürich Flughafen und schnurre mit meiner Scheisskamera. Ich gehe auf Fuerteventura. Ich gehe wirklich nicht so oft in Starbucks, bitte cancelt mich nicht. Mein Plan ist auf jeden Fall, dass ich heute ist Dienstag und bis Donnerstag bin ich allein. Und am Donnerstag kommt meine Begleitung bis am Sonntag. Und das Ziel ist, dass ich das meiste wie ein Pro, als würde ich immer allein, ich bin noch nie so richtig allein gewesen, weil wish me luck. Auf Fuerteventura hat es so Chipmunks, also so wirklich wie Alvin and the Chipmunks. Und die dürfen aber nicht füttern anscheinend. Aber ich habe es meiner Mutter erzählt und sie gesagt, vielleicht kriege ich ja einen Kollegen, vielleicht hat mich ja irgendeiner von denen gerne. Und jetzt hat sie mir jetzt schon, ich bin noch nicht mal aus dem Flughafen draussen, einen Artikel geschickt, dass man sie ja nicht füttern darf. Die beißen und haben voll Krankheiten und sind so eine invasive Species und so. Man darf die ja nicht irgendwie fördern oder so, aber Leute, das ist meine Quest. Oh, der Flug ist geil, mir ist kurz schlecht geworden. Das hat schön ausgesehen, aber mir ist schlecht geworden. Also, erstmal. Hallo, das ist mein Zimmer. Das ist meine Aussicht. Okay? Geiler Scheiß. Wisst ihr, was ist auch Scheiße? Fuck my life. Also, ich habe unbedingt das WC müssen. Und ich habe schon gedacht, das WC tönt komisch. Es ist nicht von Anfang an schon so. Es ist Wasser gekommen. Aber ich habe mir nicht dabei gedacht, jetzt bin ich aufs WC. Meint ihr, man kann spülen? Nein, man kann natürlich nicht spülen. Jetzt muss ich denen das sagen, aber das Ding ist, ich bin schon auf dem WC gewesen. Das heisst, es muss irgendeine Person wahrscheinlich kommen. Und so mit so einem... Das ist vor allem nicht das erste Mal, wo das passiert. Das passiert immer in den Ferien. Was mache ich jetzt? Leute jetzt auf dem das Telefon oder gehe ich an die Rezeption? Über das Telefon ist natürlich anonymer, aber am Schluss des Tages muss ich gleich jemanden mit den Augen schauen, der jetzt da... Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall Roomtour. Also man kommt so dort rein. Da hat man anscheinend einen riesigen Kleiderschrank und das ist das erste Bad. Leider ohne WC, sonst müsste ich es gar nicht melden, würde ich einfach das andere WC sperren. Dann hat man so ein Balkönchen. Da finde ich Violation. Hier, seht ihr, Coca-Cola. Ah, doch, es hat Zero. Ich habe kurz gemeint, es hat kein Zero. Aber es sind 200 Milliliter für 5 €. So, dann ist das Bett. Und hier nochmal kannst du raus. Und dort, hört ihr? Fick die, Mann. Das habe ich nicht gemeint mit Sidequests. Oh, und vor allem, ich habe Hunger. Aber ich muss jetzt das wahrscheinlich zuerst. Okay, ich probiere nochmal spülen. Was ist, wenn ich Duschwasser reinlege? Okay, probier mal mit Wasser. Okay, ich muss es jetzt üben. I'm calling from room 1025. My toilet is broken. Oh my god, bro. Hello, I'm calling from room 1025 and the toilet is broken. Thank you. Bye. Boom. I'm going to inform the technician. Ja, und jetzt muss ich da bleiben. Ich verpiss mich jetzt im Fall. Mir ist langweilig. Es ist so langweilig allein. Niemand von alle von meinen Kollegen sind... Also erstens habe ich ja recht wenig. Meine krasseste Erkenntnis ist eigentlich, seht ihr das, ein Cola Zero, aber nicht für 5 €. Wenn ich nämlich in die Poolbar gehe, ein Coca-Cola bestellen, kostet es glaube ich 4 € oder so, aber das ist ja ein halber Liter. Da wollen sie mir 200 Zentiliter verkaufen. Was habe ich noch? Habe ich ein Sandwich gefressen? Habe ich Zeug zwischendurch? Strand angeschaut und bin wieder zurück. Ich musste nochmal bei der Rezeption hin, weil meine Karte nicht funktioniert hat. Dann habe ich nochmal gesagt, yeah, my toilet, you know, is someone gonna fix it? Dann habe ich herausgefunden, Leute, das ist gar nicht so schlimm. Das WC ist jetzt einfach banned. Weil es hat noch etwas anderes, das habe ich eben gar nicht gecheckt. Ich schlirke hier in meinen Schlarpen rum. Das ist ein WC. Und ich glaube im Fall kann das sein, dass das so ein Scheisshocker ist. Also ich mache das nicht persönlich. Ich finde, es sind alle Männer, die das nötig haben, dass man die Füße auflagern muss zum Schiessen. Weil er ja sonst anscheinend Hämorrhoiden bekommt. Also sorry, dann reisst die zusammen, wortwörtlich. Da habe ich dann gedacht, ich will das Gym anschauen. Wenn das Gym geil ist, gehe ich mal ins Gym. Wenn es scheiße ist, gehe ich sicher nicht.
Und es hat einen geheizten Pool. Und es hat ein Hallenbad. Also eigentlich könnte ich Runden schwimmen, aber sie ist ja gestern abgewaschen. Bro, für was kommst du in die Ferien, wenn du nachher wegen dem Hairwash day rumhüllst? Was bin ich für ein Opfer? Ihr seid jetzt meine einzigen Kollegen. Eigentlich bin ich eben auf der Suche nach so einem Chipmunk. Hallo, put, 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 put. Wo sind die? Alter, ich glaube, ich würde keine Stunde Seven vs. Wild überleben. Oh mein Gott, da wohnen die doch sicher. Weil, da hat es auch überall so Erdnussschalen. What the hell? Die schnackt am Baden, ganz nackt. Put, 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 put. Bro, ich mache put, 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 put für die Chipmunks, sonst kann man nackte Frauen. Ich weiß gar nicht, was ich zuletzt erzählt habe, Digga. Es ist jetzt irgendwie 10 oder so, da draussen läuft Musik. Ich weiß nicht, wer am Party machen ist, aber ich gehe jetzt Zähne putzen. Gute Nacht. Hallo, guten Morgen. Es ist 7 Uhr am Morgen. Hallo. Es sieht nicht so aus. Das kann ich da nicht umschrauben. Ja, schön, oder? In diesem Fall. Also meine Mission ist im Fall immer noch so einen Chipmunk finden übrigens. Ich checke, Leute, wieso immer so die Frage aufkommt, so, ist es Cheaten oder nicht, wenn jemand anders dich eingrämt? Und dann habe ich immer gedacht, Bro, wieso würde überhaupt jemand anders mich eingrämen? Und jetzt bin ich allein da und ich kann meinen Rücken nicht eingrämen. Ich kann ja nicht, ich komme nicht. Oder? Kann das jemand? Ausser die hypermobil sind. Kann ich crazy, aber wenn ich allein bin, ist das meine Bikinihose. Deine Omi-Hose! Eigentlich habe ich mal gesagt, ich gehe jetzt ins Gym, aber irgendwie schießt es mir an. Auf jeden Fall, ich habe nochmal Chipmunks gesehen, ich war am Strand, ich bin ins Wasser gegangen, es war freaking kalt. Oh nein! Nein! Da, komm. Man sieht auch ziemlich gut, wo ich vergessen habe, mich eingrämen, beziehungsweise wo ich mich nicht clean eingrämt habe. Leute, 911 Emergency, ich bin jetzt kurz Nachtessen. Ja, dann komme ich zurück. Ich hatte den ganzen Tag das Do Not Disturb Zeichen drauf gehabt, weil ich hasse es. Ich hasse es, wenn die Leute nach mir putzen, aufräumen oder so. Und ich habe ja immer Nuschis dabei. Ich vergesse immer, die vom Bett wegnehmen und nachher lasse ich sie auf dem Bett und nachher tun sie falten. Und dann weiss ich, meine precious Nuschis, die ich so schlafe im Gesicht, hat jemand Fremdes angelenkt und das geht natürlich gar nicht. Darum mache ich immer in der Ferien immer das Do Not Disturb Ding drauf. Und dann habe ich gedacht, als ich kurz Nacht habe ich gedacht, ja, wenn gleich noch der Typ kommt, mein WC fixen, dann ist es blöd, wenn das Do Not Disturb Ding drauf steht. Dann habe ich es weggenommen, komme ich zurück, zack, eine Putzkraft. Ah, es tu cama? Sí. Ah, tu toaleta rota. Und so, sí, pero yo a recepción 2 veces. 2 veces. Ah, sí, pero no es buena. Und ich so, ja, aber wieso bist du in meinem Zimmer? Und wieso muss ich dich treffen? Jetzt weisst du, wer so ein räudiges Zimmer hat. Leute, ich habe halt schon aufgeräumt, aber mein Bikini liegt im Brünneli, meine Unterhose liegen rum. Ich meine, Leute, schaut nur schon hier, das ist jetzt mein neues aufgeräumt. So, the fuck? Ja, und jetzt hat sie hat nochmal gesagt, ja, sie sagt es der Rezeption nochmal. Ich so, ja, ich habe es ihnen schon 2-mal gesagt. Und ich glaube, die haben schon jemanden organisiert und so. Und sie so, nein, das ist urgent wegen dem Planet, weil das so viel Wasser verbraucht, dass die Spülung die ganze Zeit läuft. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, pero mañana. Also morgen. Sie so, no, oi, oi. Jetzt kommt heute noch. Zum Glück ist der Inhalt vom WC weg, Leute. Oh mein Gott, stellt euch vor, die werden hier reinkommen. Ich bin nicht mal da, um so zu erklären, dass das WC kaputt ist. Und die werden reinkommen und das WC wird einfach umgespült. Und dann hat sie gemeint, ich habe das WC kaputt geschissen. So, ich frage jetzt Google Translate. No cagué en el baño. Das ist so falsch. Ich habe das Klo nicht kaputt. Ich habe das Klo nicht kaputt geschissen, das war schon so, sorry. Und Google Translate sagt, no cagué en el baño. Eso lo siento mucho. Also ich habe nicht ins WC geschissen, sorry. Vielleicht Diebel. Sorry, das WC war schon kaputt. Nicht ich habe es kaputt geschissen. El inodoro ya estaba roto, lo siento, no fui yo quien lo rompió. Ja, und wo ist es kaputt schiessen? Egal, ich sage auf jeden Fall einfach... El inodoro ya estaba roto, lo siento, no fui yo quien lo rompió. El inodoro ya estaba... Und dann sagt er, it's okay, baby girl. Er ist da. Muchas gracias. Ciao.
Ich lache nicht mal ihn aus. Geile Sicher, zu schnell gefixt. Das hätte ich auch selber können. Er hat den Deckel abgerissen und gewartet. Sagt mir das doch, Dinge. Zuerst wollte ich sagen, als ich gehört habe, dass es wieder spielt, «Muy bien». Und dann dachte ich, habe jetzt meine Fresse mal einmal. Baby Girls, was ist passiert? Ich bin schon wieder zu Hause. Ja, Leute, meine Begleitung ist dann gekommen und dann bin ich scheiß Vloggerin geworden. Habe ich im Stich gelassen, habe meinen Beruf nicht ernst genommen, bin jetzt arbeitslos. Wir haben basically die letzten 2 Tage damit verbracht, einfach nur zu chillen und zu söhneln. Man sieht es mir zwar nicht an. Doch, man sieht es dort, wo ich verdammt verbrannt war. Bin ich jetzt einfach ein Fleck braun. Ja, also wir haben eigentlich nur noch gesünnelt und unsere Zeit mit den Streifenhörnchen verbracht. Wir haben angefangen beim Morgenbuffet Nüssli sammeln und alles, was sie essen dürfen. Ich habe nämlich natürlich gegoogelt, was sie essen dürfen. Und dann haben wir aber gemerkt, weißt du was, die anderen tun Essen anheben, anlegen wie Opfergaben. Die haben einfach an den Steinfelsen, wo die Streifenhörnchen wohnen, haben sie einfach so Chipspackungen, wirklich Chipspackungen ausgeleert. Crackers, so 8 Crackers einfach angelegt, als wären so Götter. Füttert nicht wilde Tiere Paprika-Chips, das ist mir doch nicht gut. Ja, auf jeden Fall, wir haben nichts mehr Spaß gemacht eigentlich. Wir haben einfach gechillt und gegessen und gefüttert, am Strand gechillt. Ja, das war es. Danke fürs Schauen. Ja, ich hoffe, es hat Spass gemacht. Und wenn nicht, macht trotzdem einen Daumen nach oben. Ciao! Ciao! Tschö mit euch!